Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, eigentlich hatte ich das Thema David Alaba ja gestern beendet. Ja, kurz nachdem ich das Video online gestellt hatte, beziehungsweise ich glaube einen halben Tag später, kam ja dann die klare Ansage vom Herbert Hainer, dass das Angebot zurückgenommen wird am Alaba. Und ja, da ich mich ja immer so ein bisschen an Reaction versuchen wollte, werden wir das jetzt einfach mal angehen. Der Livestream läuft aktuell noch mit Hansi Flick. Ich habe es ein bisschen verpasst, von daher starten wir jetzt einfach nochmal von Anfang und wir hören uns einfach mal an, was der David so zu sagen hat. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich denke aber mal, da werden nicht viele Fragen unbedingt zum Spiel kommen, sondern wahrscheinlich eher zu dieser Situation. Und ja, wir gucken uns da zusammen einfach mal an. Ja, grüß Gott zusammen. Die Champions League macht's möglich. Der FC Salzburg und der glücklich FC sieht er Bayern nicht gerade treffen aus, wa? erstmals pflichtgemäß aufeinander. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, wie immer am Tag davor. Zunächst mit David Alaba. Servus, David. Hallo, Wie servus. groß ist die Vorfreude auf das Spiel in der Heimat? Ja, die Vorfreude ist natürlich riesig. Es ist immer schön, in die Heimat zu fahren und jetzt mit dem Champions League spielen umso schöner. Wunderbar. Dann legen wir los, bitte mit euren Fragen. Es sind viele Kollegen aus Österreich auch eingeloggt sozusagen oder angereist. Wir werden nicht alle drankommen, wir versuchen so viel als möglich. Also wie immer bitte Handzeichen geben und dann legen wir los. Wer möchte beginnen? Da sehe ich David Verhoff von Bild München. Ja, Bild-Zeitung, Alter. Hallo David, grüß dich. Ja, wir haben seit gestern Abend eine Mitteilung von Herbert Hainer bekommen, die vielleicht deine Vorfreude vor so einem großen Spiel in der Heimat etwas trüben könnte, dass die Bayern offiziell nun das Vertragsangebot an dich zurückgezogen haben. Wie hast du das wahrgenommen, dass das öffentlich getan wurde? Und wie ist deine Reaktion darauf? Bist du enttäuscht darüber oder wie siehst du auch jetzt die Zukunft? Was heißt enttäuscht? Ich habe es gestern Abend, wie ihr alle, dann auch aus den Nachrichten erfahren und mitgeteilt bekommen. Aus den Nachrichten war natürlich. Ist schon super sympathischer Typ, oder? So mit dem Wiener Akzent. Also ich mag ihn halt einfach. Aber die Situation ist halt, ja, hat er sich selber zuzuschreiben, ganz ehrlich. Natürlich eine besondere Situation und wie es jetzt dann weitergeht, das wird sich zeigen. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit mir jetzt nicht die Gedanken machen können, wie es jetzt weitergeht. Deshalb mal gucken. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Tja, er hat sich keine Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Das sagt schon, ja, keine Ahnung. Das kann man jetzt so und so interpretieren, aber wenn man auch so ein bisschen den Gesichtsausdruck sieht, ja, man hat schon so das Gefühl, dass ihn das ein bisschen trifft, dass er eigentlich gar nicht weg will. Man kann da ein bisschen Mitleid kriegen. Auf der anderen Seite muss man halt ganz klar sagen, dass es von unserer Seite, vom FC Bayern, die richtige Aktion, das richtige Statement war, das auch öffentlich zu tun, weil, ja, was der Berater abzieht, Leute, ganz ehrlich, das geht halt nicht. Und bevor dieses Statement kam, hat der Brazzo ja sogar nochmal mit dem Berater gesprochen und ihm nochmal gefragt. Und wenn dann da halt keine Einsicht herrscht, ja, dann muss man das Angebot halt zurücknehmen. Und gut, da muss der David sich jetzt nach einem anderen Verein umschauen. Ich glaube nicht, dass er groß zurückrudern wird und jetzt auf einmal sagen wird, auch nee, alles schön, ich nehme das Angebot doch an. Der David vielleicht, ja, aber sein Vater und der Berater werden sich diese Blöße nicht geben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber dass ihn das trifft, denke ich, sieht man schon in den Gesichtsausdrücken, die man jetzt hier sehen kann. Ja, aber man muss halt auch sagen, mit 28 Jahren muss man dann halt einfach auch zu dem Berater und dem Vater, wie ich es in einem anderen Video sagte, hingehen und sagen, Leute, das geht so nicht, ich möchte das und das. Und ja, wenn er das nicht tut, dann hat er jetzt die Situation, die er hat. Ja, auch wenn es mich gerade ein bisschen traurig macht, ihn so zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Florian Plettenberg für Sport 1. David, servus. Daran bitte nochmal angeschlossen. Kannst du denn ausschließen, dass du beim FC Bayern bleiben wirst oder ist das weiterhin eine Möglichkeit? Und wie wichtig wird
ja, das dritte Spiel jetzt in der Champions League sein gegen Salzburg, um dafür klare Verhältnisse zu sorgen? Danke dir. Ich bin ein Spieler, der wirklich sehr, sehr gern für den FC Bayern München spielt. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin noch immer wirklich sehr happy, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Und wie es jetzt in der Zukunft aussehen wird, das kann ich jetzt nach gestern Abend nicht sagen, weil es wurde nicht an mich herangetreten. Es hat noch keiner mit mir darüber gesprochen von offizieller Seite. Deshalb ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie die Zukunft aussehen wird. Ich habe es ja, wie ich schon erwähnt habe, wie, glaube ich, ihr alle dann auch aus den Nachrichten mitgeteilt bekommen. Und deshalb ist es dann auch schwierig zum Spielen natürlich. Ganz ehrlich, das Mitleid, was ich gerade empfunden habe, schon wieder ein bisschen zurücknehmen. Ja, dass er es nur aus den Nachrichten erfahren hat. Ganz ehrlich, ist richtig so, hat er verdient. Das ist einfach zurückzuführen auf seinen Berater, jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Berater sich da die ganze Zeit querstellt, da wird ja nicht immer die ganze Zeit der David dabei sein, wenn die da verhandeln. Ja, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, ja, wo man diesen Schritt gehen muss und ja, ich finde es halt immer noch sehr kurios, dass er sich da hinsetzt und sagt, er ist sehr gerne Teil dieser Mannschaft, er spielt sehr gerne in München, was ich ihm auch abnehme, was ich ihm glaube. Aber Leute, jetzt mal ernsthaft, wir sprechen hier über ein Grundgehalt von 11 Millionen und 6 Millionen an Prämien. Wo mit Sicherheit wahrscheinlich, so wie ich unseren Verein einschätze, wäre wahrscheinlich auch noch der Schritt für 1 Million mehr da gewesen im Grundgehalt. Wenn dann da aber ein Berater ist, der 20 Millionen plus fordert, ja, das geht halt nicht, ganz ehrlich. Und er ist der Spieler, der Berater verhandelt in seinem Sinne. Wenn die beiden nicht sprechen, was ich mir nicht vorstellen kann, ja, es kann ja nicht sein, dass er Alaba einen Berater anheuert und sagt, mach du mal und mir ist das egal, weißt du. Er setzt sich halt wieder, wie es bisher immer war, er setzt sich hin und sagt, er spielt sehr gerne in München, er ist sehr gern Teil dieser Mannschaft, aber möchte gern dem Verein die Lederhosen ausziehen und alles rauspressen, was rauszupressen ist, und das in der Corona-Zeit, Leute. Ist ein Witz. Wir gucken mal weiter. Ich weiß nicht, ob da noch weiter was zu kommt. Ich denke mal, das wird dann gleich irgendwann wahrscheinlich abgeblockt werden, Nachfragen dazu. Wenn nicht, dann beenden wir das Video halt. Wir sind jetzt, glaube ich, 13 Spiele in der Champions League ungeschlagen und diese Serie wollen wir natürlich unbedingt. Ja, jetzt mal ernsthaft, ist ja wohl auch klar, dass er aus dieser Mannschaft nicht unbedingt weg möchte, ne? Wir sind nun mal gerade das Maß der Dinge und wie er sagt, 13 Spiele am Stück gewonnen. Das ist natürlich dann auch nicht, dass man sagt, ja nee, ich gehe jetzt irgendwie nach Juve, die irgendwie nur rumdümpeln und was weiß ich was, ne? Fortsetzen, das wird sicherlich unser Ziel sein, um im Rhythmus zu bleiben, A, aber B, natürlich weiterhin erfolgreichen Fußball zu spielen. Dann nächste Wortmeldung, ja, Frank Klinkesch für den Kicker. Aber wenn ich sein Gesicht sehe, Alter, wie gesagt, da kommt das Mitleid in mir hoch, weil er einfach ein super sympathischer Typ ist und man sieht's ja. Man sieht, dass ihn das gerade, ja, wahrscheinlich, dass er damit auch nicht gerechnet hat, dass der FC Bayern dann irgendwann sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich interpretiere das jetzt gerade so in sein Gesicht, weil glücklich oder zufrieden sieht er nicht aus, er sieht eher so aus, dass er weiß, dass er den FC Bayern jetzt verlassen muss, weil er keine andere Wahl mehr hat, weil, wie ich schon sagte, der Berater und sein Vater sich nicht die Blöße geben werden und sagen, yo, das Angebot ist fair, wir nehmen das an. Ich denke, das ist gerade, was er auch realisiert. Ist natürlich nur Spekulation, was ich hier sage, ja, Leute. Ist halt einfach meine persönliche Einschätzung. Ja, David, wenn man die sozialen Medien ein bisschen verfolgt und was im Internet so los ist, dann hat man schon ein bisschen den Eindruck, dass die Stimmung bei den Fans gegen dich kippt aufgrund dieses endlosen Pokers. Hast du Verständnis für diese Reaktionen und trifft dich sowas auch? Absolut Verständnis aus der Perspektive, aus einem Außenstehenden oder auch aus einem Fan, kann ich das wirklich absolut nachvollziehen und auch verstehen. Ich habe halt eine ganz andere Perspektive auf die ganze Sicht, aber ich kann das natürlich... Jetzt mal ernsthaft, das ist schon wieder, boah, da könnte ich schon wieder aus der Haut fahren, aber super, dass diese Frage noch kam. Das ist jetzt wieder so Wischiwaschi-Gelaber, Alter.
Dass er eine andere Perspektive hat, logisch, gar keine Frage, dass wir das als Normalsterbliche nicht nachvollziehen können, die irgendwie 2000 Euro im Monat verdienen, auch logisch, ja. Aber wenn man das halt in dem Verhältnis sieht, in dem Mannschaftsgefüge, in dem Gehaltsgefüge, würde er ja mit diesem Verdienst, ja, weil es ja immer um das Thema Anerkennung geht, hinter Neuer, Lewandowski und Müller wahrscheinlich der viertbestverdienste Spieler sein. Ja, welche Gesichtspunkt, dann soll er halt mal sagen, was Sache ist. Wisst ihr, wie ich meine? Mal gucken, ob er noch irgendwas sagt. Nachvollziehen und auch verstehen, auf jeden Fall. Und ja. Ja, Leute, wie, Alter. Das ist so, ich hoffe, ich kann das bei YouTube hochladen. Ich hoffe, es wird nicht irgendwie gestrikt oder sowas. Aber das ist perfekt hier gerade. Ich denke, die Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Ja? Man sieht, dass er gar keine Ahnung hat. Man sieht auch, dass ihn das trifft. Ja, traurig, Leute. Traurig, das zu sehen gerade, wenn ich ehrlich bin. Dann ist Uli Köhler an der Reihe für Sky. David, ja, vor diesem schönen Spiel in Salzburg jetzt diese Meldung. Jetzt, du hast gesagt, du warst überrascht, aber der FC Bayern bzw. der Präsident Herbert Hainer hat ja gesagt, es gab diese Entscheidungsfrist, dass ihr bis zum Samstagabend euch für dieses Angebot entscheiden sollt, weil sonst der FC Bayern weiter plant. Hast du das gedacht, naja gut, da können wir schon noch mal reden, die Woche drauf, oder bist du von dieser, ja, das ist ja relativ strikte Aktion, du hast gesagt, bist überrascht worden, aber eigentlich, wenn das genauso ausgemacht war, kann man ja nicht groß überrascht sein. Ja, wie sie dann handeln, das habe ich eher nicht gewusst. Ich habe auch direkt danach, nach dem Gespräch, das sie hatten, gesagt, dass ich in 7 Tagen jetzt vom Gespräch an weg, in 7 Tagen jetzt mir nicht diese Gedanken machen kann, um eine Entscheidung zu treffen. Alter, das ist doch wieder dummes Gelaber, Alter. Ohne Scheiß. Ihr seht, bei mir geht das gerade so von Mitleid zu Aufregung hin. Jetzt sagt er ja, ich kann das nicht in 7 Tagen entscheiden. Also er wusste erstmal, dass diese Frist da ist. Jetzt stellt er sich aber dahin und sagt, ich kann das in diesen 7 Tagen nicht entscheiden, nachdem diese Aussage getroffen wurde. Alter, diese Aussage steht seit einem Dreivierteljahr im Raum. Ja. Und ich glaube, seit gefühlt mindestens 3 Monaten. Jo, mein Wecker. Ich muss doch nicht arbeiten. Ich hab doch Urlaub, ist doch gut. Gefühlt mindestens seit 3 Monaten, wo der FC Bayern ja schon das hat durchklingen lassen und gesagt hat, das ist unser Angebot, wir werden es nicht erhöhen. Und jetzt will er mir sagen, er hat sich darüber dann keine Gedanken gemacht. Also er hat die ganze Zeit darauf vertraut, dass sein verfickter Berater, ja, sorry für diese Ausdrucksweise, immer noch mehr rausschlägt. Alter, es ist gerade so traurig, das zu hören. Weil wir jetzt wirklich sehr viel unterwegs waren, 3 Spiele in diesen 7 Tagen hatten und wie sie dann handeln werden, habe ich dann auch gestern dann erfahren. Ich habe da noch eine Nachfrage, David. Und zwar, jetzt ist ja so, man weiß, du würdest am liebsten, was man wegen der Strahlkraft sehen kann, Barcelona Real. Jetzt haben die wahrscheinlich kein Geld. Ist es für dich auch eine Option, genau, wenn das jetzt so ist, nach England zu gehen? Oder ist es nicht lieber schöner, am freien Tag in Kitzbühel in deinem Haus zu sitzen, als irgendwo an der Themse oder einfach auf dem Mersey River in Liverpool zu schauen bei Nieselregen und Wind quer? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich happy bin, hier zu sein, happy bin, ein Teil dieser Mannschaft zu sein und dass ich sehr gern für den FC Bayern München spiele. Warum kann man da nicht einfach, wie gesagt, das Angebot ist ja nicht dreist oder unter Marktwert oder sonst was, Leute. Ich verstehe das nicht. Dass ich mir jetzt keine Gedanken gemacht habe, wie meine Zukunft aussehen kann, ist natürlich auch aus dem Grund, weil Bayern München immer der erste Ansprechpartner für mich war. Er hat sich keine Gedanken darum gemacht, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Das kommt ja jetzt gerade sogar noch glaubwürdig rüber, ja. Ja, aber das ist ja dann noch trauriger, weil das halt ganz einfach sagt, ja, ich bin fest davon ausgegangen, dass ich dann mehr als diese 17 Millionen, die mir halt einfach viel zu wenig sind, wird mein Berater schon rausschlagen. Und Leute, das ist ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel. Und deshalb, ich hatte keinen Kontakt zu anderen Mannschaften oder Clubs. Und das glaube ich ihm sogar. Das glaube ich ihm sogar, ja.
auch, dass wir der erste Ansprechpartner sind. Weil es ist ja auch so, wie er sagt, man nimmt ihm das ja ab, dass er gerne beim FC Bayern ist. Und wie gesagt, es gibt nicht viele Mannschaften, wo man hingehen kann, wo man sich sportlich verbessert. Vielleicht Liverpool, ja. Aber dann hört es auch schon auf aktuell. Ja, ich denke, man sieht schon, dass er überrascht ist. Und ja, wir gucken erstmal Erster weiter. Ansprechpartner war immer FC Bayern München und deshalb habe ich mir darüber jetzt nicht so die Gedanken gemacht. Vielleicht können wir den geografischen Ausflug jetzt auch Richtung Salzburg langsam. Ja, das ist ja das das. für die TZ bitte. Mal gucken. Genau, Ich die denke mal, können das ja war's. kaufen. Ja, ich muss noch mal einmal in die geografisch andere Richtung lenken, David. Du hast gesagt, du hast es auch aus den Nachrichten erfahren, spielst sehr lange beim FC Bayern. Inwieweit hättest du dir nach so vielen Jahren dann eine andere Kommunikation gewünscht? Ja, ich glaube, ich habe es in der Vergangenheit immer wieder betont, dass ich es sehr gern gehabt hätte, dass Internes auch Internes bleibt. Ist klar, dass er es gerne gehabt hätte, dass Internes bleibt, weil dann natürlich jetzt bloßgestellt wird, was für ein geldgeiler Sack er ist, Alter. Ganz einfache Kiste. Ja? Ganz einfache Kiste. Und dann meine Person dann, glaube ich, in der Öffentlichkeit dann so darzustellen wie in den letzten Monaten. Ja, aber was ist denn dargestellt? Dass er mit dem Angebot nicht zufrieden ist. Das ist das Einzige, was in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Es wurde nie ein schlechtes Wort über ihn gesprochen. Nein, ganz im Gegenteil. Er wurde von allen Seiten, von allen Verantwortlichen hochgelobt, obwohl, ja, gar nicht der Zweck da ist. Ja, er wurde so hochgelobt, als wäre er auf einer Stufe mit Sergio Ramos in der Innenverteidigung, Leute, was lächerlich ist. Wo ich natürlich dann auch die Perspektive der Fans dann auch natürlich auch nachvollziehe und auch verstehe, dass wenn ich dann so dargestellt werde. Nochmal, er wurde nicht schlecht dargestellt. Ja? Er wird nur schlecht dargestellt, weil die 17 Millionen ihm nicht reichen. Und das kann so ein Normalsterblicher wie ich oder wie der Großteil der Fans halt nicht verstehen. Ja, und das schon gar nicht in der Corona-Pandemie-Zeit, wo es total ungewiss ist, welche Einnahmen wir in Zukunft haben werden. Und wie ich in dem anderen Video schon sagte, es wird wenig Vereine geben, die sagen werden, du kriegst hier die 20 plus Millionen und wir geben deinem Berater noch 20, 30 Millionen. Es wird ganz wenig Vereine geben, die das tun werden. Und er wird bei anderen Vereinen, ja vielleicht Liverpool, aber Juve oder sowas wird er nie diesen Stellenwert erreichen, den er bei uns hat. Vielleicht, wenn er nach Man City gehen könnte, Guardiola ist definitiv ein großer Fan. Und fußballerisch gibt es ja auch nichts zu sagen gegen Alaba, ja. Gut, jetzt die letzten Spiele als Innenverteidiger waren schlecht, das muss man auch klar sagen. Ja, aber wie er es jetzt hinstellt, so der Verein stellt ihn schlecht dar in der Öffentlichkeit, ist doch Schwachsinn. Ja. Es geht halt um den Vertrag und dass da die Zahlen durchgesichert sind, ja, natürlich ist nicht die feine Art und Weise. Aber klar macht der FC Bayern das natürlich auch, um Druck aufzubauen auf den Spieler. Ja, durch die Fans. Ja, das ist klar. Das ist auch nicht die feine englische Art. Auf der anderen Seite, wenn sich ein Spieler dahinstellt, der seit 12 Jahren da ist und extra vor der Saison den Berater da, Pini Zahavi oder wie er immer heißt, engagiert, um genau das zu tun, was er gerade tut, den FC Bayern nämlich den letzten Cent aus der Tasche ziehen zu wollen, dann muss man sich nicht wundern, dass im Gegenzug so eine Sachen auch öffentlich gemacht werden. Und Transparenz finde ich in dem Sinne auch gut. Ich finde, Fans sollten schon wissen, was die Spieler verdienen, was sie verlangen. Was aber nicht der Wahrheit entspricht. Und ich kann jeden einzelnen Fan versichern, dass zum Beispiel die Summen, die in den Raum gestellt werden, dass das nicht der Wahrheit entspricht und dass das nicht so ist. Naja, die Summen, die er fordert, gut, sei mal dahingestellt, können wir die nicht nachvollziehen. Die Summe mit den 11 Millionen Grundgehalt und 6 Millionen Prämien ist aber Fakt, dass die vom FC Bayern geboten wurden. Und dass die ihm ja dann nicht reichen, ist ja dann auch Fakt. Ob er dann jetzt 13 Millionen Grundgehalt, 14, 15, 20, wie auch immer die Medien das übertrieben darstellen. Ja, mag sein, dass es keine 20 Millionen sind, sondern er möchte einfach 15 haben und 8 Millionen Prämien oder wie auch immer. Das sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist ja, dass das Angebot vom FC Bayern ihm nicht reicht.
Und war natürlich auch in den letzten Monaten etwas enttäuscht und vielleicht auch irgendwo verletzt darüber, dass aus offizieller Seite dann auch das nicht dementiert wurde, dass die Zahlen, die jetzt auch in den Medien irgendwo preisgegeben werden, dass das nicht... Ja, dann soll er doch mal konkrete Zahlen nennen. Dass ich das nie gefordert habe. Und das hat mich sicherlich auch irgendwo vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber ja. Gut, die nächste Frage bitte. Hoffentlich Richtung Sport. Krass. Jo, ja. Ich sehe dich. Daniel, bitte, ja. Hallo David, schöne Grüße aus Wien. Servus. Ich habe gerade mit dem Slatko Junusovic auch bei der Salzburg PK ein bisschen geflaust. Er hat gesagt, er freut sich schon auf ein Duell. Frage 1, gibt es da so ein bisschen Heckeleien unter euch ÖFB-Teamspielern? Er sagt, möglicherweise wird da sogar noch geschrieben und geflaust, wie so schön heißt. Und die zweite Frage, wie siehst du die Entwicklung von Red Bull Salzburg? Du kennst ja die meisten, auch das ÖFB-Team hat es ein bisschen... Gut, Leute, ich will das mal an dieser Stelle beenden hier. Ich denke mal, da werden nicht mehr viele Fragen jetzt kommen. Ansonsten wird das abgeblockt werden. Ich denke, es ist auch alles gestellt worden, was wichtig ist. Ich denke, wir haben die Reaktion gesehen. Wie ihr wahrscheinlich auch merkt, bin ich da zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja, super sympathischer Typ. Man sieht, dass es ihn das auch mitnimmt. Da tut er mir dann auch ein bisschen leid. Auf der anderen Seite, die Aussagen, die getroffen wurden, kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Wie ich schon sagte, selbst wenn die Zahlen nicht stimmen, sollten die da im Raum stehen. Selbst wenn diese 11 Millionen Grundgehalt und so weiter nicht stimmen sollte, wovon ich ausgehe, dass das aber stimmt, ist es ja nun mal Fakt, dass ihm das Angebot nicht reicht. Und wir wissen alle, ja, oder jeder, der sich mit dem FC Bayern beschäftigt, weiß, dass der FC Bayern immer, was das anbelangt, ein fairer Verhandlungspartner war und ist seinen Spielern gegenüber. Man hat nie irgendwas Gegenteiligeres gehört. Und lassen wir mal die Zahlen außen vor. Fakt ist, dass ihm das nicht gereicht hat und dass in dieser jetzigen Situation, die halt einfach auch durch Corona da ist, ja, muss man sich da nicht wundern, dass jetzt genau das passiert ist. Ich finde es gut, was passiert ist, dass der FC Bayern gesagt hat, das Angebot ist vom Tisch und sich jetzt darauf vorbereitet, dass der David uns verlässt, ablösefrei, was okay ist. Und wir Ersatz suchen werden, wahrscheinlich in Form eines linken Verteidigers, weil in der Innenverteidigung sind wir gut besetzt. Und ja, es besteht noch eine kleine Möglichkeit, dass eingelenkt wird von der Alaba-Seite. Denke ich persönlich nicht. Ich denke nicht, dass der Berater, weil er schon so ein harter Knochen ist und auch sein Vater, denke ich nicht, dass die sich die Blöße geben werden und noch einlenken werden. Ist traurig, so einen Abschied von dem Spieler bei uns im Verein zu sehen. Aber ja, das Mitleid hält sich dann auch in Grenzen, wenn man halt sieht einfach, wie er sich verhält. Gut, das soll es aber gewesen sein zum Thema Alaba erstmal. Es sei denn, wir werden irgendwann eine finale Entscheidung haben, dass feststeht, zu welchem Verein er geht oder dass er doch noch einlenkt, wovon ich nicht ausgehe. Dann machen wir nochmal ein kurzes Video. Aber ansonsten denke ich, haben wir das Thema jetzt aus meiner Sicht, meine Meinung habe ich da kundgetan und damit können wir das auch beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Rot-weiße Grüße gehen raus und wir sehen uns, wer Bock hat, am Mittwoch zum Spielbericht gegen RB Salzburg wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.